Bonjour les Leute, herzlich willkommen hier von Brüssel für eine neue Mission Blick auf Europa. Ich will euch heute ein paar Sujets mitbringen, die wir diese Woche erlebt haben. Das ist einerseits natürlich ein Sujet, das 70 Jahre Befreiung von Auschwitz, etwas, wo wir uns bei paar Gelegenheiten daran erinnert haben. Und das ist immer mehr wichtig, gebe ich so, was das mir weit zurückliegt, für uns zu erinnern. Einerseits, weil Antisemitismus, Hass und Intoleranz, aber auch Ausländerfeindlichkeit, weil das in letzter Zeit immer mehr am Gang ist, um Boden zu gewinnen. Den Helmut Kohl hat gesagt, wenn er in Zukunft, wenn er die Vergangenheit nicht kennt, dann kann er die Gegenwart nicht verstehen und da kann er in Zukunft auch nicht gestalten. Und ich meine, das ist wichtig, wenn wir als die Message immer in Erinnerung rufen. Und das ist mir an der Woche aufgefallen, dass ein deutscher Film gedreht wird über Danne Frank. Und du hast die ganz junge deutsche Schauspielerin Mala Emde, die sagt, dass es eigentlich während den Dreharbeiten als Jugendliche so richtig etwas verstanden wird von der Zeit, 74 Jahre, 75 Jahre, wie das alles am Gang war und wie zu den dramatischen Ereignissen gefordert wird. Und das bringt uns dazu, für was wichtig ist, für immer daran zu erinnern und immer der Jugend zu erklären, auch, dass die zukünftigen Generationen dass die das nicht vergessen, was da geschieht ist. Weil, wie gesagt, wichtig ist auch für die Gegenwart zu verstehen und Zukunft zu gestalten. Ja, das war ein Mini-Plenär. Bon, was ist ein Mini-Plenär? Das ist für uns ein Spruchbegriff, aber das ist vielleicht noch nicht so bekannt. Wir sind als Parlament einmal am Monat für eine Woche zu Straßburg. Da ist Plenartagung, Plenarsessionen, da sind die 750 delegierten Parlamentarier eigentlich alle gut zusammen, für auch Aufstimmungen zu machen, Debatten zu feiern, Aufstimmungen zu machen. Und dazwischen tun wir heute zu Brüssel auch verschiedene so Minisessionen, das also an der Regel so alle 6 Wochen eng. Die dauert meistens ein Jahr und ein halbes Jahr. Und das ist eigentlich gedurcht. Wir können ganz schnell zu reagieren, wenn ein paar Sujets an der Aktualität sind, die wichtig sind, sie wird auf herzuheben, sie wird aufzustimmen. Und dafür haben wir, wie gesagt, heute zu Brüssel dann noch der Minisession. Das Woche war dann so und es waren 3 ganz groß wichtige Sujets im Programm. Das ist einerseits, wie kann das ernst sein, auch 3 Wochen nach den schrecklichen Attentaten von Paris, den Terrorismus mit allen Maßnahmen, die es da gilt, zu holen. Das Zweite ist den Jean-Claude Juncker, der Kommission hier einen Investitionsplan. Und das Dritte war die Präparation von der Klimakonferenz 2015 am Ende 2015 zu Paris. Am Terrorismus ist natürlich Bekämpfung ganz aktuell vom Terrorismus, aber auch von dem Kennenlernen, von den Aktivitäten von den Leuten, den Umgang mit ihnen, mit den Extremisten, das Verstehen von ihnen. Aber auch ganz besonders so Mesuren, die kurzfristig, wo mehr Wert kann drauf legen, wo wir haben als Parlament den Conseil aufgefordert, ganz kurzfristig am Rahmen von der bestehenden Gesetzgebung, weil das ist ja auch wichtig, dass die Gesetzgebung, die wir haben, dass die mal ausschöpft, dass die mal sieht, ja, was können wir dann da machen, was können wir besser machen, was können wir mehr effizient machen. Hierin und neue Mesuren nachdenken geht. Und da ist natürlich alles, auch Waffenschmuggel, illegale Waffenhandel und so weiter und Finanzierung auch von dem Terrorismus als ein wichtiges Sujet gewesen. Natürlich auch Datenspeicherung. Das heißt, wenn ihr seht Datenspeicherung, dann ist es ja so, dass man uns ganz viel Gedanken machen über Passagierdaten, aber auch sonst über Daten, für, wie gesagt, die Ströme und die Extremisten kennenzulernen. Aber auch da ist es ja so, dass eigentlich die Daten, die hat, weil die Attentate, die Terroristen von Paris, die waren ja auch noch für sich bekannt, die hatten schon Gefängnisstrafen, die hatten schon all Mögliches, die waren am System erkannt, die waren registriert. Und das ist wichtig, für die Daten mal zu analysieren und dann noch gegenseitig sich die Daten weiter zu vermitteln, für dass daraus die richtige Erkenntnis zieht. Also das heißt, Datenspeicherung weiter vermitteln, analysieren von Daten ist ganz wichtig. Immer mal weiter über neue Mesuren nachdenken. Dasselbe gilt für den Schengen-Raum. Das heißt, das sind ganz viele Leute, die fordern eigentlich
Rëmenke méi streng Grenzkontrollen an all die Geschichten am Banneraum vun Europa, net nëmmen op den Aussegrenzen mé am Banneraum. Da muss ich so, dat gëtt am Rahmen vum Schengen aufkommen. Es gëtt en ganz paar die Mesuren an ich mengen. Et muss en déi wie gesot ausnutzen. Et muss en déi besser man ne vernetzen. Justiz, Geheimdienst, Renseignementer innerhalb vun de Länder muss viel besser gehen, muss méi effizient gehen. Und da kann auch schon en ganz paar die do an der Hinsicht lokalisiert gehen, muss wie gesot ganz méi Austausch stattfinden. Und da kann ich noch méi gezielt dogent vir goen. Natürlich op der enger Seite man dann Terrorismusbekämpfung, op der anderen Seite muss man auch Gedanken machen, wie junge Leute die hat zu so einer Attitüde kommen. Und ich meine, da spielt an Zukunft eine ganz große Rolle die Integration, die Sozialintegration. Das geht schon bei der Bildung, bei der Education geht das schon all die Sachen darf ich nicht vergessen. Das heißt, wir einerseits, wann es zu so Attentaten kommt, die Lehren an die Mesuren, die wir daraus erschließen, am anderen Fall auch die ganze Bewegung für zu vermeiden, dass es überhaupt zu so einem Umdenken bei den Jugendlichen kommt, die zum größten Teil ja auch hier in Europa abgewusst sind mit diesem System, mit dieser Kultur, mit diesen Werten, mit diesen Mentalitäten, und aber sich aufschweren von Europa an zu Dschihadisten gehen oder so weiter. Das sind die wichtigsten Sujet, der Punkt der Terrorismus. Ein anderer Sujet, den aber auch wichtig ist für Europa wirtschaftlich auch ein bisschen mehr auf Beine zu helfen, das sind natürlich das den Plan von der Kommission, den Investitionsplan. Und da haben wir darüber diskutiert, wie wir den an eine gesetzliche Kader setzen können. Das muss das ganz sehr geschehen, weil das einen großen Bedarf da das heißt, wir müssen Wurst kriegen, wir müssen Arbeitsplätze kriegen für, wie gesagt, Europa auch international wettbewerbsfähig zu machen und auch besonders für Arbeit zu schaffen, für Leute, besonders für junge Leute. Das heißt, wir müssen da Wurst umkurbeln durch Investimenten. Und das war, wie gesagt, wichtig für den gesetzlichen Rahmen zu schaffen. Einerseits was Finanzierung angeht, und andererseits aber auch was de Projekt selber angeht. Das heißt, im kommenden Moment eng helle Wull vu Projekten, vu Gouvernementer, vu Privatentreprise, vun Investisseuren, die kommen, die sie froh fir lo e Plan ze kree, fir lo nogelauschter ze kree, wat sie vun Evaluierungen hunn, wo fir sie Schwerpunkte leiien, wat sie können dazu beidroen, a Punkto Investissementer. Und da gibt es in der nächsten Zeit so ein Gremium, ein Komitee gegründet, wo dann noch geguckt wird, die sollen analysieren, was ist strategisch wichtig für Europa, was für Projekte gehen zurückbehalten, was für Projekte sollen mit den Geldern finanziert gehen, umgekehrt gehen, weil das ja so, dass Europa nicht mehr kann umkehren an den Wunsch, dass ja da Privatinvestimenten raufließen an den Fonds, für dann, wie gesagt, Wurst an Arbeitsplätzen zu schaffen. Das waren am Anfang die zwei Punkte. Wir haben noch gestern, mehr spät wie gestern, eine Etude vorgestellt von der internationalen Arbeitsorganisation von Genf, die auch dort analysiert hat, den Investitionsplan. Und die zur Konklusion eigentlich könnte, wenn das intelligent ausgenutzt wird, dass da bis zu 2,1 Millionen Arbeitsplätze geschaffen gehen an verschiedenen Ländern, hauptsächlich auch für die Jungen. Der dritte Punkt ist die Klimakonferenz von Paris von der UN, also von den internationalen Staaten. Das heißt, ihr wisst, dass Kyoto den Auslöser war, für ein Umdenken zu bewirken, a puncto Klima, a puncto Klimaschutz, a puncto Klimawandel. Und in der Zwischenzeit sind wir da noch hier gekommen. Wir haben jährlich oder am Takt von 2 Jahren Konferenzen, die letzte war zu Lima. Da kommen kleine Schritte, das ein mühsames Dossier, weil eben ganz Welt da muss zusammen schaffen. Europa muss ich so als ganz ambitiös gewirkt als am Anfang Vierreiter, a puncto Klimaschutz. Und wir haben auch erstens mal verbindliche Ziele, also für mal Ziele und dann noch Verbindlichkeiten, das heißt 40% Reduktion von CO2-Emissionen, eine bessere Effizienz, einen großen Anteil von erneuerbaren Energien, all die Sachen hat Europa sich in Fahrplan gehen, ein Roadmap von gehen, wo sie sich drin halten. An der Zwischenzeit ist auch ein Umdenken zu sehen bei China, auch bei den Vereinigten Staaten. Das heißt, auch die Länder gehen auf den Weg für Verbesserungen a puncto Klima zu erreichen.
bleibt dann noch eng Party zu machen, an et werden der Lützeburger Präsident sie nennt es Jo als auch eng aktiv Rolle zu spielen, für wie gesagt die Konferenz zu Paris für die zu einem guten Ende zu feiern. Länder wie Kanada, zum Beispiel Australien, müssen nach Erfolgen machen, müssen nach auch Verbindlichkeiten. Es gilt ja natürlich auch darum für an den einzelnen Ländern. Es geht ja nicht, dass die Europäische Union Ziele vorgibt, aber auch die einzelnen Länder müssen dazu beitragen, für die Ziele, müssen Pläne vorlegen, müssen Strategien entwickeln, für die Ziele zu erreichen. Und da natürlich da haben wir ein paar die Probleme auch innerhalb von Europa. Auch wenn ich das durchgestaltet habe als immens positiv, dass wir ganz ambitiös sind, dass wir eine gute Strategie haben, dass wir gute Pläne haben, dass wir verbindliche Ziele haben, so bleibt es aber noch ein großes Ungleichgewicht innerhalb von Europa. Wir haben Länder wie Deutschland, die eigentlich an erneuerbare Energie wie Wind, Solar und so weiter ganz große Erfolge machen. Wir haben aber auch Länder wie zum Beispiel am Osten Polen, die noch ganz stark auf hier Kohle setzen. Das heißt, die sind an der Entwicklung eigentlich noch eine Reihe Jahre dran. Und es geht darum, für die auf dieselbe Level zu feiern, auf dieselbe Niveau zu feiern. Es geht darum, für die Länder erstens finanziell zu helfen, und andererseits ihnen eine Transitionsphase, also eine Zeit zu gehen, wo sie sich lösen anpassen können. Das wird eine Initiative sein, das wird eine Herausforderung sein für Europa innerhalb von uns, aber wie gesagt auch an der großen Welt mit sämtlichen Staaten innerhalb von der Welt wird die Konferenz schon vorbereitet und das ist eine große Herausforderung und da müssen verbindliche Sachen auf den Tisch kommen, wenn wir wollen als Klima. Ich will auch nicht so retten, weil das wäre vielleicht zu viel verlangt, aber zumindest den schleichenden Fortgang, den wir trotzdem feststellen, ab Punkt Klimawandel, ab Punkt Schuld, was man da anrichten, für den einigermaßen aber zu limitieren, an vielleicht notwendig an den Griff zu kriegen. Das wäre es heute von Bresel für das Woche. Nächste Woche sind wir zu Straßburg eine Plenarsession, eine ganz gewöhnliche Plenarsession. Und es freut mich dann, zu berichten, was wir dann nächste Woche zu Straßburg von aktuellen Dossiers ausstellen hat. So, ich merci für das Nachgucken. Bis die nächste Woche.